Hallo und herzlich willkommen, hier ist Köln TV, der Talk. Mein heutiger Gast ist nicht nur bekannt als Moderatorin, sie zierte auch schon diverse Cover von Zeitschriften und sie hat eine eigene Perückenkollektion. Hallo, ganz herzlich willkommen, Annika Hansen, schön, dass du da bist. Ich freue mich für die Einladung, Dankeschön. Gestartet hat deine Karriere, durch die du bekannt wurdest, als Model tatsächlich. Mit 18 Jahren hast du angefangen zu modeln. Damals gab es noch keine Castingshows und Ähnliches. Wie bist du an den Job gekommen? Eigentlich war das sehr, sehr zufällig. Eine Bekannte von mir war Visagistin und ja, die habe ich halt immer mal wieder getroffen und irgendwann ist den Mädel für ein Testshooting ausgefallen. Da hat sie gesagt, hey, mach das doch. Und dann hatte ich halt erste Bilder und bin damit dann tatsächlich irgendwie mal zu Agenturen gegangen, weil ich gedacht habe, naja, wäre ja ein netter Nebenjob, so neben Abi und Studium. Und irgendwie hat sich das Ganze so ein bisschen verselbstständigt und ja, dann lief das. Und dann wurde es halt mein Hauptjob. Dann habe ich das Studium abgebrochen und lieber gemodelt. Und das hast du auch einige Jahre lang gemacht. Was war denn so deiner Einschätzung nach der größte Erfolg oder der größte Job, den du so hattest in dem Bereich? Also ich habe ja nie diese ganze Laufsteggeschichte gemacht. Ich habe ja wirklich so ganz klassisches Werbemodel gemacht. Also ich habe Werbung für verschiedene Firmen gemacht, war viel unterwegs, viel auf Reisen. Meine liebsten Jobs waren, glaube ich, so Bademodekataloge, weil da konnte man immer 2, 3 Wochen auf den Malediven abhängen. Und es waren halt einfach viele Jobs. Also im Endeffekt, ich habe gar keinen, wo ich sage, das war jetzt der tollste, beste, größte Job. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich einfach in der Zeit super viel rumgekommen bin, dass ich viel reisen durfte, dass ich viel von der Welt gesehen habe. Und ich glaube, das war einfach eine schöne Geschichte. Du hast gerade eben schon erwähnt, du hast dafür sogar dein Studium abgebrochen. Du hast dich verrückt an. Ja, Mathematik hast du unter anderem studiert. Was wolltest du denn eigentlich werden damit? Mathe habe ich studiert, weil das mein bestes Fach im Abi war und ich gedacht habe, naja, vielleicht kann ich damit was anfangen. Mathe fasziniert mich auch nach wie vor. Also ich finde, alles, was logisch ist, macht mir Spaß. Aber auch das Modestudium, was ich danach dann gemacht habe, ich hatte halt irgendwie das Gefühl, das ist zwar alles ganz fein, ich finde das spannend, aber so die Idee, jetzt wirklich ein bisschen um die Welt zu reisen und rumzukommen und auch Geld zu verdienen, die war halt sehr verlockend und das ist einfach sehr, sehr gut gelaufen. Und dann war ich halt mutig und habe das gemacht. Also ich möchte jetzt keinem sagen, brech dein Studium ab, das ist eine Tip-Top-Idee. Ich bin froh, dass es bei mir so gut gelaufen ist und dass ich es bis heute nicht bereut habe. Man muss ja eben auch ein bisschen Glück haben, um damit entsprechend überleben zu können und vielleicht ein bisschen mehr Geld sogar zu verdienen. Model zu werden und reisen zu können, wie du es gerade beschrieben hast, ist natürlich der Traum von vielen Menschen. Wir haben vorhin auch über die Castingshows gesprochen, die es ja heutzutage gibt. Inzwischen wird gesucht nach Models. Was hältst du von diesem Weg, auf die Art ins Business einzusteigen? Das ist eine ganz schwierige Frage. Also die Shows funktionieren natürlich irgendwie auf den Sendern. Die Leute wollen das sehen, das ist spannend, die Mädels dabei zu beobachten. Für mich wäre das gar kein Weg gewesen, weil ich auch, wenn ich das heute so beobachte, einfach denke, dass das nicht das ist, was sie nachher erwartet. Also auch die Mädels, die jetzt irgendwie da gewinnen, Germany's Next Topmodel werden. Klar kommen die in die Öffentlichkeit, in die Presse. Ich meine, Lena Gercke ist unfassbar erfolgreich geworden. Also sie hat wirklich alles richtig gemacht. Aber einige von den Mädels, da hört man halt auch nie wieder was von. Und es ist halt danach nicht der klassische Modeljob, den die machen. Es ist nicht, dass sie auf Castings rennen. Also ich weiß nicht, wie deren Leben dann wirklich aussieht, aber es ist schon gefühlt eher so, dass sie dann klar eine Pressepersönlichkeit sind, dass sie über die roten Teppiche laufen. Sicherlich machen sie auch Modeljobs, aber es ist eben was anderes, wenn man sich so als klitzekleines Model selber hocharbeitet und wirklich zu den Agenturen rennt, zu Castings rennt, Reisen macht. Also es ist ein ganz anderer Weg und ich glaube, man kann es nicht so richtig vergleichen. Also ich habe mein Modelleben nie so empfunden wie das, was ich jetzt im Fernsehen sehe. Ich sage immer gerne, wenn das Schlimmste in meinem Modeljob gewesen wäre, dass man mir mal eine Spinne auf den Arm setzt oder einen Affen auf den Arm hängen möchte, gibt es andere Problemchen, die man hat. Was war denn das Schlimmste, was du da im Modeljob erlebt hast? Ich habe eine ganz schlimme Zeit in Istanbul gehabt. Ich war 6 Wochen da auf Reisen, bin danach nach Athen geflogen und auch Athen war nicht meins. Also ich fand diese Model-Apartments tatsächlich sehr, sehr unangenehm, weil man da mit 5, 6 Mädels in einem Zimmer pennt. Man ist blutjung, man wird durch die Agenturen durchgereicht und fand ich sehr unangenehm. Das Leben ist also nicht nur Luxus und Glamour und alles toll und glitzert. Nee, das ist schön. Also ich habe diese ganzen Reisen dann halt auch sein gelassen und habe gesagt, okay, ich konzentriere mich auf den deutschen Markt und auf Kunden, die mich von hier dann vielleicht ins Ausland buchen und auf Reise schicken. Also für mich war das nie was, irgendwo in der Ferne Mutterseelen alleine mit anderen Mädels in einem Zimmer zu hocken und das irgendwie cool zu finden, auf Partys zu rennen. Ich war lieber hier und habe gearbeitet. Und das tust du auch nach wie vor. Ja. Das Modeln hast du so ein bisschen an den Nagel gehangen. Ist das richtig? Also ich habe jetzt aktuell nichts mehr von dir gesehen. Ja.
Also das hat sich, tatsächlich hat sich das jetzt so ergeben, wie sich damals das Modeln ergeben hat, dass ich, also jetzt ja schon seit vielen Jahren eigentlich dann auch als Moderatorin gearbeitet habe, habe da viel Unterricht genommen und so und die Shows wurden halt immer größer. Und je mehr die Aufträge da so kamen, desto mehr habe ich das Modeln eigentlich runtergefahren. Also ich habe noch eine Handvoll Kunden, für die ich halt Shootings mache, weil die mich aber auch schon seit Jahren einfach buchen und das nach wie vor toll ist, irgendwie mit den Teams zu arbeiten. Aber ich bin ganz froh jetzt in dem Job, in dem ich jetzt bin. Also das Moderieren, muss ich ganz ehrlich sagen, macht mir doch deutlich mehr Spaß als das reine Modeln und ja, da bin ich mehr zu Hause. Und genau das wollen wir uns jetzt auch mal anschauen. Du moderierst eine ganze Menge und da haben wir ein paar kleine Ausschnitte rausgesucht und schauen uns jetzt gemeinsam einfach mal an, was du so machst. Hallo! Good morning in the morning. Es ist 5:30 Uhr. Rüttelt mich an. Schickt mir bitte irgendein Zeichen, wenn ihr mich sehen könnt. Ich bin mit dieser Schaltfläche noch maximal überfordert, wenn ich ehrlich bin. Boah, irgendwie habe ich heute einen Frosch im Hals. Oh ja, hämmert doch noch lauter. Mann, irgendwie habe ich heute einen Frosch im Hals. Oh ja, hämmert doch noch So, ich muss jetzt mal rausfinden, wie lange ich hier online bin. Ich muss jetzt mal rausfinden, wie lange ich hier online bin. Ja, moderieren, Reportern, das ist so das, was du jetzt heute hauptsächlich machst. Du hast angefangen im Fernsehen aber tatsächlich mit Schauspielern. Das hast du noch nicht so lange gemacht mit den Gastauftritten bei Unter uns, Verbotene Liebe. War das nicht so deins, oder? Nee, gar nicht. Also ich muss sagen, moderieren ist halt echt das, was ich für mein Leben gern mache. Also ich liebe das, irgendwo auf einer Bühne zu stehen, im Studio zu stehen, unterwegs zu sein und Leute zu bespaßen, zu unterhalten. Schauspielern, wie gesagt, habe ich 2 Tage in meinem Leben gemacht. Das waren Mini-Gastrollen und ja, das war nicht meins. Also ich kann es, irgendwie kann ich es nicht, glaube ich. Also es gibt ja viele, die so alles können, aber bei Schauspielern bin ich raus. Also mich da komplett in eine andere Rolle versetzen. Ich bin lieber ich selber und ich glaube, das kann ich besser als irgendeine Rolle spielen. Und dann bist du im Moment ja auch in allen möglichen Formaten und in allen möglichen Themenbereichen anzutreffen, wenn man den Fernseher einschaltet. Also egal ob Sportevent, ob im Auto, ob beim Kochen, ob im Urlaub oder sonst irgendwo. Produkttests hast du gemacht. Ja. Also wirklich so ein ganz, ganz großer Rundumschlag. Gibt es da irgendwas, was du überhaupt nicht kannst? Ich probiere zumindest alles mal aus. Ich glaube, das ist auch so das, was mir am meisten liegt, dass man mich in Situationen reinschubst und die mache ich mal. Also sei es jetzt wirklich große Studioproduktionen, die irgendwie live Samstagabend stattgefunden haben, die machen natürlich unfassbar viel Spaß, weil das einfach eine Riesenshow ist, Glitzer, Glamour, viel Licht. Aber genauso macht es mir eben Spaß, irgendwie für Galileo durch den Schlamm zu kriechen oder auf Luftmatratzen zu fliegen. Und das ist das, was ich auch an dem Job so mag. Also dass ich einfach in so verschiedene Situationen geschmissen werde. Und ja, wenn man mich jetzt fragt, was ich nicht kann, ich habe es mit der Höhe ja nicht so, ne? Ich habe Höhenangst. Und trotzdem hast du Turmspringen gemacht? Verrückt, ne? Da hat mein Trainer mich auch das ein oder andere Mal runterschubsen müssen. Habe ich eine Heidenangst vor. Also ich frage mich tatsächlich jedes Jahr wieder, warum ich es denn gemacht habe und wieder mache. Aber irgendwie macht es halt auch Spaß, weil wenn dann abends da in der Show die Lampen angehen, dann ist es natürlich ein Mega-Event und macht einfach Bock. Also ich muss zugeben, mir geht es genauso. Ich habe auch Höhenangst, allein beim Zuschauen. Ja. Nee, da hört es schon auf. Für mich wäre das nichts. Aber du bist ja generell ein ziemlich sportlicher Typ. Also du hast ja schon alle möglichen Sportarten ausgemacht. Wie kommst du? Weil das beim Modeln so dazugehört? Kommt das daher noch? Oder? Also Sport generell so fürs Schlanksein, Figur halten und sowas, das macht ja irgendwie dann fast jeder oder muss man auch fürs Modeln irgendwie machen. Aber diese ganzen Fun-Sportarten, das hat sich einfach so ergeben, dass ich unheimlich viel halt durch Drehs ausprobieren durfte. Und ich habe halt immer gesagt, ach cool, ach cool, ach cool. Und dann kamen halt immer mehr Anfragen, weil die Leute einfach gemerkt haben, okay, es ist nicht nur, dass ich da meinen Job mache, sondern es macht mir halt wirklich Spaß. Und ich habe Lust drauf, das auszuprobieren. Und es ist jetzt egal, ob es Wakeboarden ist, also Skifahren. Ich meine, klar, ich habe mein Pferdchen, also Reiten. Ich habe jetzt mit Golfspielen neu angefangen, wo ich tatsächlich auch voll ehrgeizig bin. Es macht mir einfach Spaß. So die Fun-Sportart. Golfen macht es trotzdem Spaß. Es macht total viel Spaß. Also man kämpft halt mit sich und seinem inneren Schweinehund und man muss sich voll konzentrieren. Also alle, die sagen, Golf ist kein Sport, die haben es noch nicht ernsthaft ausprobiert. Ich habe vorher auch voll darüber gelacht.
Aber mir macht es einfach Spaß, vielseitig einfach zu sein und da viel auszuprobieren. Was war das Extremste, was du in diesem Rahmen, im Rahmen der Fun-Sportarten oder auch der Tests und das, wo du einfach reingeschmissen wurdest, mal gemacht hast? Ich bin einmal fast in einem Bach ertrunken, wo ich Strudel testen sollte. Das waren so Unterwasserströmungen und eigentlich hieß es ja, die sind jetzt hier gar nicht so schlimm, aber natürlich war DLRG da und Rettungsmannschaften, damit das alles auch toll aussieht. Und leider war die Strömung aber dann deutlich stärker, als wir gedacht haben und ich trieb so ab und dann warf man mir so der erste DLRG-Mann so einen Rettungssack zu, den ich nicht erwischt habe, der zweite, der dritte und ich bin halt immer weiter diesen Bach runtergerissen worden und dachte mir so, okay, und da hinten kommt eine Wand. Das ist natürlich alles gut gegangen, aber das war, da hatte ich Herzklopfen. Ja, man muss auch ein bisschen Mut mitbringen für den Job, wenn man alles ausprobieren will. Du hast gerade eben dein Pferdchen schon erwähnt. Du reitest ja auch, sogar Turniersport hast du zumindest gemacht. Findest du überhaupt noch die Zeit dafür? Wenig, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe das eigentlich bis vor kurzem immer probiert, das wirklich alles hinzukriegen. Ich bin halt wirklich aktiv noch Spring- und Dressurturniere geritten. Jetzt ist dazu gekommen, dass das Pferdchen leider ein bisschen krank ist. Das heißt, die hat jetzt gerade Sommerpause sozusagen. Und man muss jetzt im nächsten Jahr mal gucken, was da geht, was da nicht geht. Ob die vielleicht einen Fohlen bekommt. Also ich fahre regelmäßig zur Wiese und kümmere mich um sie natürlich. Aber ich muss zugeben, dass die Zeit einfach echt wenig wurde. Was schade ist. Also es fehlt mir total, aber man kann halt da nicht alles, ne? Leider halt nicht, leider genau. So. Irgendwann wird die Zeit einfach zu knapp. Der Tag hat nur 24 Stunden. Aber die ist happy, die steht auf der Wiese, isst viel Gras, alles gut. Bist du so ein typischer Naturmensch, der eigentlich am liebsten die ganze Zeit draußen und mit dem Pferd unterwegs wäre? Ja, also ich bin irgendwie, ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Und ich glaube, es würde mir schwerfallen, wenn ich mich für eine Seite entscheiden müsste. Also ich bin auf der einen Seite sicherlich ein totales Stadtmädchen. Ich liebe Köln, ich liebe das auch, diese ganzen Events, mit High Heels durch die Gegend zu tippeln, mich schön zu schminken. Aber ich liebe es eben genauso, irgendwie mit dem Pferdchen draußen zu sein, ungeschminkt zu sein und da halt mal ein bisschen im Mist rum zu rennen. Und ich würde mich für keine Seite entscheiden wollen. Also dieses ganze Naturding, das bringt einen halt schon echt runter und das entspannt mich unheimlich. Wenn du gerade schon über verschiedene Typen und über verschiedene Looks sprichst, da muss ich auf deine Perückenkollektion zu sprechen kommen. Das war eine Tipptopp-Überleitung. Habe ich im Internet entdeckt und dachte mir, schräge Nummer. Was hat es damit auf sich? Hört sich schräg an, ist aber gar nicht so schräg. Ist tatsächlich eine Geschichte, da bin ich übers Modeln dran gekommen. Also ich habe für diese Perückenkollektion für Ellen Wille eben gemodelt, für den ganz normalen Perückenkatalog. Und die haben mich jetzt vor einem Jahr einfach angesprochen und meinen, hey, wir suchen ein Testimonial und wir möchten gerne jemanden haben, der das echt und authentisch rüberbringt und der einfach ja so von der Art her ist, so wie du und wir wollen mit dir eine Perückenkollektion machen. Und ich war auch so, aha. Aber die haben das halt ganz, ganz süß gemacht und das sind halt jetzt so, also das nennt sich auch Lifestyle Collection, weil es halt einfach Perücken sein sollen, nicht für Leute, die jetzt unbedingt nur krank sind. Also natürlich ist das auch ein Thema, was einfach da ist, aber die Kollektion soll auch einfach so ein bisschen den modischen Aspekt mehr nach vorne holen, dass man sagt, okay, man wechselt irgendwie die Nagellackfarbe, man wechselt den Lidschatten, warum kann man nicht auch einfach die Frisur mal wechseln? Und ich hatte so viel Spaß beim Shooting, also diese ganzen verschiedenen Looks, wirklich so von ganz kurz bis ganz lang, Locken, rot, schwarz, braun, alles ausprobieren ist cool. Was ist dein persönlicher Lieblingslook? Also stylst du dich eher gerne ein bisschen schicker oder eher ein bisschen naturbelassen? Mit Perücke oder ohne? Je nachdem. Trägst du die denn gerne selber auch? Ich trage die tatsächlich manchmal. Also ich habe die auch auf dem roten Teppich schon getragen. Das war total lustig, weil ich halt ankam und ich hatte einen ganz, ganz kurzen, blonden, ja Bob gar nicht, also eine Kurzhaarfrisur eigentlich in blond an. Und die Leute waren alle so, boah krass, das ist ja schön und kurze Haare. Und dann bin ich irgendwie 2-3 Stunden später, war noch ein anderes Event, da bin ich wieder mit langen Haaren gekommen. Und es ist einfach lustig, wie die Leute darauf reagieren. Und wie gesagt, ich ziehe die halt selber auch an, die sind angenehm zu tragen. Und es macht halt einfach Spaß, so seinen Typ mal so verändern zu können. Ohne da zu mutig zu sein und alles abschneiden zu müssen. Abschneiden will ich nicht. Eine letzte Frage will ich dir noch stellen. Was hast du in den nächsten Monaten, Wochen, Tagen, Jahren vor? Was können wir in nächster Zeit von dir alles noch erwarten? Auch in den nächsten Jahren bestimmt einiges. In den nächsten Wochen steht einiges an. Ich habe jetzt dieses Jahr tatsächlich ganz, ganz viele Eventmoderationen. Also CAIO habe ich ja schon moderiert, das mache ich in Aachen ja auch schon einige Jahre. Die Europameisterschaft im Reiten steht an, das mache ich. Gamescom wie jedes Jahr. Also es ist pickepacke voller Eventkalender. Ich werde wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal dieses Jahr noch im Fernsehen zu sehen sein. Da darf man immer nichts sagen, bis die Verträge unterschrieben sind, aber da werden auch einige schöne Sachen zu sehen sein. Und mein YouTube-Kanal, da kann man mich natürlich auch sehen. Genau, dich und dein Pferdchen, genau. Wölbchen, richtig? Richtig, und du weißt den Namen, das ist aber schön. Ja, ich habe es mir auch angeguckt vorher, ich fand es sehr schön, sehr süß, ihr zwei. Ich bin sehr verknallt in das Pferdchen. Toll, ich wünsche dir dafür viel Erfolg, Danke. auch für deinen YouTube-Kanal und für alles andere. Wir halten die Augen offen und hoffen, dass wir dich auch hier bei Köln TV vielleicht nochmal im Fernsehen sehen werden. Sehr gerne. Vielen Dank erstmal für dieses Mal. Dankeschön. Und das war auch schon wieder der Köln TV Talk für heute. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Machen Sie es gut. Tschüss. Wir bleiben noch ein bisschen sitzen.